Mich hat die ganze Weg beeindruckt. Das war lang, mir war kurzweilig. Ich wirklich, wo viel erlebt, wo viel können schwätzen mit Leid. Beeindruckt und ich fand mit den Jugendlichen das Evangelium an das, was die Jugendlichen haut durchbrückt. Die verschiedenen Meinungen, das sind eigentlich nicht nur die nur lauschen, sondern nur theoretisieren, mit muss ich etwas machen. Und zwar etwas Evaluiertes machen, und zwar zu summen. Auch von unterschiedlichen Meinungen sind, muss ich mal nicht schwätzen, natürlich mehr etwas machen. Und das hat mich schon ein bisschen gepackt, weil am Evangelium auch gesagt ging, dass das, was er nur rauskommt, was er macht, das ist das, was übrig bleibt bei ich. Und das fand ich, das passt super gut zusammen. Und das ist etwas, was bei Laudato Si ganz interpellant ist. Es soll ihn nicht nur theoretisieren, es soll ihn auch evaluieren, für etwas Konkretes davon umzusetzen, und zwar am Alltag, am Kleinen wie am Großen. Nummer gepackt. Ich meine, du könntest mich. Ah, oh, mir geht ein bisschen platt und dann noch auf mehrere. Und gleich etwas geschieht, da wird das mit Sicherheit nicht das sich auch auf den Klimawandel bleiben. Das ist natürlich einfach, das ist Verantwortung zu zählen, von davon so weit fortzuführen. Medien und auch zu summen, ob das erhält. Alle zusammen müssen meine Friseur für das Geschenk zu stützen und zu erhalten. Das war Teil bei der eucharistischen Wanderung eigentlich interessant war, was eine Message für mich war. Das war, dass etwas aus dem Alltag Teil von der Masse war. Wir sind nicht an den Kirche gegangen, wir haben uns dahinter gesagt, wir haben nur gelauscht, wir haben gesungen, was schöne Momente sind, aber wir waren NRW als Leben, Diskussionen, Gespräche als solchen oder vielleicht als andere sind angeflossen an das Gebiet, an die Masse war ja über 4 Stationen, die wir gewandert sind, als Leben war an der Masse dran. Und das war für mich etwas, was interpellant war, auch für die Paaren. Pastoral als Leben mit dem anderen verbunden. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: Was meint ihr? Ein Mann hatte 2 Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete: Ja, Herr, ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging doch.